Das ist mir ein groß Eier an ein groß Fred. Er schaut den Abend hier an der Hochzeit vom LG für Diplomsfeier zu empfangen. Ich begrüße an Ihrem Namen den Herrn Lucien Thiel als Ehrendirektor sowie auch den Herrn Nicolas Decker als zweiten Ehrendirektor. Madame Cursimo als Vertreter vom Professorskomitee, den Herrn Ermino Sonetti als Vertreter vom RFR von der AWEC. Ich begrüße noch den Herrn Christian Weiss, zukünftige Chef von der Gemeinde Esch. Und natürlich auch Professor an Eltern, die schon allein wegen ihrer Geduld während dem ganzen Examen mit Esch einen Applaus verdient haben. Liebe Laureatinnen und Laureaten, ich bin froh, dass wir an diesen Zeiten hier am kleinen Kreis feiern können. Es war kein einfaches Jahr. Für euch, für Eltern, für Professoren, für uns alle Guten. Der 16. März hat das Konfinement angefangen. Der war daheim. Der wusste nicht, ob ein Examen geschrieben ging, wann und in welcher Form. Der hat Online-Kuren, aber ich meine, dass die nicht in Unterricht am Klassensaal ersetzen können. Mit April sind da Detailer geworden über die Reprise von den Kuren vom 4. Mai sowie die Modalitäten vom Examen, von ihren Prüfungen, ihren Jahresnoten und so weiter. Es war klar, es geht alles anders als wie die Jahre vorher. Der wusste nicht, ob es eine Diplomüberreichung gibt, kein Laureat, keine Aufschlussfeier. Alles, was er die letzten Jahre darauf gefreut hat, soll nicht stattfinden. Der sieht nun noch 7 Wochen mit der Ostervakanz angerechnet, nicht an die Schule kommen. Wir hatten zwar hier alle Sicherheitsmesuren getroffen, aber es sind überzeugt, dass verschiedene von ihnen gefährdet hatten, sich umzustechen und da gerade während der Examenzeit in Quarantäne zu sitzen. In Teil von ihnen hat auch nur der Zeit bestimmt Probleme, sich zu motivieren, für zu lehren. Jeder hat sich Gedanken und Sorgen gemacht. Dafür soll keiner behaupten, dass das Jahr ein einfaches Jahr gewesen wäre, für ein Examen zu packen. Das stimmt auf keinen Fall. Die Zugehen hatten die nämlich den Schwierigkeitsgrad für die Jahre vorher. Auf verschiedene Fächer hat er zwar Männer zu lehren, aber das nicht mehr, weil der oder ein Teil von den Primärschülern aus dem Land den Kurs nicht gesehen hat. Der hat das Konfinement durchgestanden und trotz all diesen Umständen hat er es verdient, an diesen Zeiten ein Examen zu packen. Ich bin stolz auf euch und der hat dafür einen Applaus verdient. Bravo! Den Abend ist es soweit. Wir kriegen noch 7 Jahre, für verschiedene von euch vielleicht 8 oder 9, ihr Premiersdiplom. Diesen erlaubt er, schaffen zu gehen und studieren zu gehen, was die meisten von euch machen werden. Das ist der Schlüssel für dir zu einer akademischen oder professioneller Karriere. Und es liegt an euch, nachdem diese Etappe gemeistert hat, es liegt an euren Händen, was er daraus macht. Ich wünsche euch all viel Erfolg für Ihre Zukunftsprojekte und erlaube mir an dieser Platz den römischen Philosoph und Rhetoriker Cicero zu zitieren: Fängt nicht an abzuhalten und halt nie ab anzufangen. Von 142 Schülern haben 120 gepackt. Das sind 87%. Wir besonders Mentionen, was Mentionen geht, ein exzellentes Jahr. Von ihr alle Laureaten haben 9% in Excellent, 14% in Très bien und 42% in Bien. Es ist stolz auf euch und ich meine, dass der Leistung nicht einen Applaus verdient hat. Liebe Laureaten, der kriegt ein Diplom mit ihrem Relevé de Notes, mit 3 Kopien konform, einer Beschreibung von ihrem Cursus scolaire, le cas échéant, de Komplement mit ihren Aktivitäten, Zertifikat für meilleure Eleven, an Eleven méritant, und natürlich, wie gesagt, die Foto von Herrn Jean-Paul Kiefer.
So, und dann aber wirklich los alles da, was wir brauchen. Und da gehen wir dann aufhängen mit der ersten klassisch ging die erste Kommission abrufen, und zwar aus der C2. Die sollen sich schon abstellen, wenn es klappt, an mit ihrem Regent, der Ferner Schreider, den dann Diploma mit überreicht. Ich profitiere von der Gelegenheit für der Police Grand Ducal von Esch, dem Coiffeur Bianchini, Gianno Bianchini, vielmals merci zu so für ihr tatkräftig Matthilfe, dass alles so gut geklappt hat bei dieser Diplom-Überreichung, und noch den 90-Kanal, den das ganz natürlich couvriert hat. Für mich gut war, dass man daheim sitzen und lernen konnten und dann nicht unbedingt die Panik von verschiedenen machen dann am Klasse soll man erlebt werden. Das letzte Jahr war so einfach speziell, zumal die letzte Monat, wo ja, in sich bei vielen Sachen nicht sicher war, ob im Moment mal nicht sicher war, ob wir Examen haben. Und das spielt natürlich alles im Kopf. Wir müssen selber gucken, dass es geht, wenn den Frauen und Profen hat, weil das auf verschiedene Fächer, wo die Profen dann nicht auf der Tafel erklären, so wird das dann ein bisschen mehr kompliziert. Ab dem Moment, wo es klar war, dass die Examen geschrieben gehen, war am Anfang der Druck schon da und war schon Stress. Und wir müssen sich gut andelen, was den wenig lehren soll. Für die Motivation zu finden, für den Ohren anzufangen mit Lehren, war ein bisschen schwer, wie wenn die ganze Zeit über an der Schule gewesen wäre. Also schon sich gut fand, weil man eben mehr Zeit daheim verbracht haben und viel mehr Zeit hatte für zu lehren. Und gerade eben nicht den Stress von anderen Leuten aus der Klasse mit, was sie so hektisch sind und panikieren für ein Examen, das ich gut fand. Und danach, ja, muss ich einfach machen. Man kriegt so das Examen sind, der kommt nicht mehr an die Schule. Okay, da muss ich in Schweden sitzen und lernen. Ich meine, es war schon mehr einfach, weil wir halt Männer Inhalt hatten, viel zu lernen. Aber das Schwere war halt, du musst so machen wie wenn du auf der Uni wärst, weil du musst dich viel selber machen, dich selber motivieren, viel zu lernen. Aber insgesamt finde ich auch gut, fand, dass man so viel Zeit hat, viel zu lernen. Und da war ich auch relativ gut präpariert für ein Examen. Ich meine, ich kann auch für die Bob schwätzen, wir sind noch nicht bekannt für die ganz viel lehren. Und dadurch, dass man dann einfach ein bisschen mehr Zeit hat, dann kann ich sagen, dass es für uns am Anfang etwas Positives war, weil man wirklich mehr Zeit hat, wie zu lernen. Also es war schon komisch für mich, weil einerseits nicht so, ich verpasse dann dich viele Sachen, die Primaner so immer machen. Aber einerseits sind wir auch so, alle, komm, Lea, du willst raus aus diesem Geweihen, ja. Also natürlich ist schon eben eine Diplomüberreichung, Lore, den XXL-Freibayer, Prom gewünscht, aber das ist nur wie das. Also ich wollte wissen noch so, wie schlimm es war, dass Lore aufgesucht wurde. Weil das war meine einzige Motivation für das Jahr zu packen. Und das hat mich wirklich mitgeholt und dann auch 6 Wochen gebraucht, um das zu verarbeiten. Wir sind direkt nach dem letzten Examen, letzten Mittwoch. Das letzte Examen war Physik. Da haben wir für der Schule ein bisschen etwas getrunken. Und oben sind wir dann mit Kollegen an den Busch campen gegangen. Ja, Lori hat es vielleicht aufgesucht, aber dafür machen wir als einfach selber kannst nur den Resultaten. Es sind Savi an gucken 90 Kanal an wann mich sieht dir auch.
Resüméier deng Lycéeskarriere an engem Wort. Frustrant. Schlafmangel. Lang. Süffig. Ustrengend. Katastrophal. Dekadent. Dejaneen. Stress. Interessant. Wie war die Stimmung auf der Premiere an der Klasse? Gut, sobald die echt Leute ihre Kaffee ran haben. Ja, ich meine, da war es immer ganz gemütlich. An der Premiere ganz besonders gemütlich. Chill. Die meiste Zeit mal daheim verbracht. Premiere selber, du waret eigentlich ziemlich gemütlich. Ja, die Stimmung an der Klasse war von relax. Wie paar Leute ein bisschen Panik gemacht. Tout bien. Es war mir freundlich in dem Sinn. Ma am Anfang gut, weil Krudi nicht matt, wenn die anderen Leute aus der Klasse panikiert haben während der Quarantäne. Am Anfang ziemlich witzig. Typisch Profisprech. Ach, wie warst du dann? Lustig, Kreh. You don't have your book, you don't have your homework. TV an der Wall, bei Bahn. Debi aus gleich Kredi. Schrappel in der Schnecke, Schule geht 5 Jahre, du nicht 8, ruft die zu Dutz. Du musst ein Degradé machen. Schrappel in der Schnecke, Schule geht 5 Jahre, du nicht 8. Ruf die, wo zu spät sind, ran. C'est-à-dire que das heißt, also, c'est-à-dire que, en fait. De Moinini sei Blick zählt das auch. Hallo, mein Engelscher. Hast du eine Kritik und Schule? Es wäre gut, wenn Tafeln und der Mauer bleiben gäfen. Kein Ameisen an der Villa, das wäre schön. Renoviert, wenn ich gelieft. Schon eine Kritik und der Rest der Polis, und zwar, dass am 2. Service kein Erste mehr da ist. Und wäre auch flott, wenn er einen Lavabo hat und den Eimer, wo ihn seine Hand misst waschen. Nimm ihn an. Wäre auch vielleicht gut, wenn den Tapete nicht kennt vom selben Beruf rappen. Ein mehr großer Salatbar, wenn ich gelieft. Macht weiter so. Was ist deine beste Erinnerung am LGE? Der Cabaret Georgali. Alldach mit dem Herr Schaf. Am 13. März, Freudes, wo wir gesagt haben, dass wir mindestens in der Schule müssen. Kleischersfeier. Wo ich Premiere gepackt habe. Ich wäre definitiv nicht die Person, wo ich wie ohne die Georgali. Klassenausflug, die wir gemacht haben. Wer von den Profen hat dich am meisten markiert? Den Herr Mainini, weil er mich wirklich für Mathe motiviert hat. Ja, den Herr May, den hat mich geprägt. Den Herr Schmidt. Also ich fand Madame Corato als ein Vorbild für alle anderen Profen. Ja, den Herr Junius und Herr Weyer. Also ich gebe dir den Herr Lanz, weil du bei ihm auch kritisch Denken gelehrt hast, und nicht nur Englisch. Den Herr Schmidt, weil ja, das war so ein 3 Jahre langen Militärdrill. Bei mir ist Madame Fossati, sie hat einfach die Attitüde von einer Mom. Also ich fand viel Profen Corato auch, den Herr Schmidt, Madame Fossati, ist ganz lang. Herr May und Madame Marnach, weil ich fand, dass sie ein ganz süßes Prof ist und so ein bisschen wie eine Mom für Südverein. Madame Justo, weil sie sich mega für uns engagiert hat. Den Herr Thierry Lutz, den hat mir beigebracht, dass ein Jünger so ein Degradé macht. Oh, ich meine, ich habe echt Profi markiert, wie das sie mich markiert haben. Den Herr Medern auch, weil so ein gesunder Mix zwischen Autorität halt dann aber auch Apps beibringen. Ne, Antonio. Das ist, wo ich Mathe gelernt habe. Wie geht nur der Premiere gefeiert? An der Quarantäne. Nicht zu Loré. Am Pitcher, und ich bin auch ganz froh, dass der Pitcher ab war. Mit dem Kompliment. Mein Feuerin war Schlaf. Einfach daheim sich voll verlassen. Mit viel Alkohol. Gegrillt. Bier getrunken. Wir sind noch einfach nicht mehr Tränke gegangen, Kerne. Kannst du nicht viel machen. Gut nicht, Corona! Geht heim! Bleib daheim! Adi Algi! Adi Algi! Adi Algi! Adi. LG. Adi Algi! Ja, also am Anfang war mein Schäfer kant. Und dann konnte ich mal dran stellen, dass ich das Examen lehren muss. War ein bisschen schwer, aber ja, das ging.
war nicht so einfach, wie du was gesagt hast. Ich meine, wenn ich ein bisschen Charakter hat, dann haben sich du gesagt und effektiv aber geleiert, dann meine ich, dass aber gegangen sind. Also ich fand es war mich schwer, weil der Kontakt mit der Kollegin bringt ihn einerseits auch auf andere Gedanken, findet muss in der ganzen Zeit den Stress von den Examen am Kopf zu. Ja, also ich war wirklich nicht so aktiv in der Schule gewesen. Der ganze E-Learning hat mich ein bisschen überfordert, weil es ein bisschen schlecht organisiert war, wie dass man dafür drin einfach richtig viele Hausaufgaben kriegen. Du kannst auch nicht wirklich wissen, ob es richtig lehrst oder nicht. Es hätte noch kein etwas komplett Falsches lehren und dann kannst du dich aber nicht wirklich mit den Kollegen austauschen. Und allgemein so schon so den Support von meinen Kollegen so ein bisschen vermisst. So. Von dat mir hat wirklich genervt hat, dass in sich aber dann hört müssen du hinsitzen und dann aber lehren, weil hat gar keine Auflenkung, nein, ich habe den am Anfang nicht mehr Bücher gesehen und so ist halt nicht. War mir cool Zeiten da schon, muss ich so, mehr tut mich noch nicht extrem gestört, muss ich sagen. Schon just, es war eben keine Pression dafür zu lehren. Und da bin ich nicht mehr schwer von mich auf die Schule zu konzentrieren, muss ich sagen. Und andererseits auch schulisch, wie zum Beispiel sich mit Kollegen treffen an der Bibliothek oder außerhalb, wieder noch mit denen zu lehren oder sich Kinder austauschen. Und da haben sie ein bisschen Motivation gesungen, dass sie ein bisschen aus dem Rhythmus kommen, für das Examen zu lehren. Und ja, da haben sie echt wirklich spät angefangen zu lehren. Ich meine, mir ist auch gut zu. Wir tun in den Quarantäne und empfohlen zum Modgrut, wann der Premier war. Weil halt war ja von uns bis Übergang zu lehren und war das schnell Übergang, ja. Keine Ahnung, verpasse ich so viel einfach die ganze Zeit. Boah, wir haben zwar anscheinend eine Alternative zu der Prom und so weiter und zu der Diplomüberreichung, aber ich weiß nicht, es wird nicht so sehr wie die Jahre viel drin. Der ganz wirklich interessanten Teil von der Premiere hatten wir nicht. Wir hatten am Anfang just einen Teil mit Kuren, der Examen, aber kein Premiersprang oder eine Diplomüberreichung kriegen wir ja anscheinend auch, aber kein Prom oder... Ich ist die froh, egal wie ob das für zu kriegen, egal wie noch lebt mehr. Keinen Spaß auf hier können stellen mehr. Das sollte ihr das. Boah, ich hatte viel schon das letzte schon gemacht. Der ist gut, aber alles schon ein bisschen richtig matt. Aber ja, das ist halt ein bisschen blöd, dass ich die coole Sachen nicht richtig erleben kann, wenn ich gepackt wird. Nee, gar nicht. Also ich meine, nur mal das gerechnet. Aber das ist aber auch irgendwie schon ein witziger Aufschluss. Ich meine, wir sind Corona-Premier, also wir werden immer dafür 500 bekannt sein.